Grüezi miteinander. So. Wie geht's euch, Chat? Schnell müsst ihr überlegen, ich bin verwirrt. Ui! Ui, was passiert da? Airfighter, merci für den Prime-Sub. Airfighter, grüezi wohl. Schön, dass du da bist. Und Mr. Quark, erster Indeed. Erster Indeed, grüezi wohl. Schön, dass du da bist. Geht's euch gut, Mr. Quark, Airfighter? Wie geht's euch? Gute Woche gehabt bis jetzt? Guten Wochenstart gehabt? Es gibt... Moment, das muss ich auch noch machen. Ich bin der Troy. Ich streame auch auf meinem privaten Channel twitch.tv/TroyHammaren jeden Samstag. Wir zocken heute Satisfactory weiter, weil es einfach mega Spass macht und weil wir noch nicht weit sind. Wir müssen noch einiges machen. Ich glaube, letztes Mal haben wir nicht einmal eine Mission geschafft. Nicht einmal eine Mission. Ist auch geil, oder? Ich bin überall hängen geblieben. Ferien besser kann man nicht haben. Airfighter, ist es so weit? Ist es so weit, Ferien? Ja, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Airfighter, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich auch gerne wieder mal Ferien haben. Gut, es liegt an mir. Es liegt nicht an der Firma. Ich müsste auch, ich habe meine Ferien einfach im Dezember eingeben. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Aber der Dezember kommt, weil die Zeit geht so verrückt schnell um. Es ist unglaublich. Aber vielleicht habe ich dann noch ein paar Tage vorher. Ich muss mal schauen. Aber sehr schön, Airfighter. Freut mich riesig. Machst du noch etwas? Gehst du noch fort? Einfach ein bisschen daheim am Chillen? Ein bisschen am Streamen vielleicht sogar? Was ist dein Plan, Airfighter? So, jetzt muss ich da schnell schauen. Wir machen da schnell fortsetzen. Genau, let's go. Dort, wo wir das letzte Mal waren. Da schnell umschalten. Let's go. Wie immer, wenn etwas nicht stimmen Audio, Musik zu laut, ich, der gemutet bin oder ich, der zu leislich bin, einfach sagen. Kann man alles anpassen. Es ist ein super Spiel, sollte es auch wieder mal spielen. Nie die letzten Updates sind, wo ein paar tolle Sachen dazukommen. Ja, es ist einiges dazugekommen, seitdem ich es das letzte Mal gespielt habe. Habe ich schon ein paar Mal erklärt. Es ist einiges Nützliches dazugekommen, wie das World Grid. Ich kann es schnell zeigen, für die es noch nicht kennen. Früher hat man nicht können, also man kann jetzt hier Control drücken, das geht es natürlich nicht. Oder Vorführeffekt geht nicht, nein, das geht natürlich nur mit Fundament. Control drücken und dann hat man hier das World Grid. Und so, wenn man nach dem System baut oder anfängt zu bauen, nachher snappt es ja dann immer das Bestehende an, aber wenn man so anfängt zu bauen, ist es auf der ganzen Map immer im gleichen Grid. Das heisst, wenn man hier eine Base anfängt und 5 Kilometer weiter rennen, nochmal im Grid anfängt und man das zusammenbaut, dann geht es auf. Und das ist schon recht nice. Und man kann euch eben auch, das ist das andere, man kann aufziehen. Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht vorführen. Zub. Ja, weil ich halt nicht genug Materialien habe. Man kann es aufziehen. Einmal klicken, aufziehen, zweimal klicken und dann baut es alle Fundamente in Reihe. Das ist auch recht nice. Was sehen da meine entzündet, Melan? Augen, mein Lieblingsschweizer. Melan, schön, dass du hier bist. Geht's dir gut, Melan? Alles klar? Danke für die netten Worte. Fühle mich geehrt, dein Lieblingsschweizer zu sein. Sehr schön. So, also wir schauen uns mal schnell an, was haben wir überhaupt letztes Mal gemacht. Sehr gut, wie geht es dir? Mir geht es auch gut, Melan. Kann mich nicht beklagen, alles gut. Alles entspannt. Bis Samstag, bis Montag am Knabenschiessen in Zürich am Arbeiten. Oha, und jetzt tue... Okay. Also doch noch etwas zu tun. Aber ich hoffe, es ist nicht allzu streng. Ja, das ist halt Knabenschiessen. Mit dem habe ich gar nichts am Hut. Da kann ich nicht mitreden. Aber ich hoffe, es ist doch irgendwie cool und so. Ich hoffe, es klappt alles.
Aber ja, auch das braucht dann ein bisschen Erholung natürlich. Das kann ich schon verstehen. Du eigentlich auch nicht. Du bist eigentlich so reingerutscht. Haben sie dich gefragt? Sie gesagt, Airfighter, du bist der richtige Mann für das. Sehr gut. So, jetzt muss ich schnell schauen, dass wir auch Game Sound haben, statt nur Musik. Ja? Es rumpelt. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben, ich muss schnell überlegen, da haben wir ein bisschen erweitert. Wir haben, genau, endlich haben wir letztes Mal den Hund gebaut. Das ist true, das haben wir erweitert. Ab da sind wir ein bisschen abwärts mit Fundament. Wir haben beim Kupfer da Miner gebaut, wir haben es mit dem Strom verbunden, wir haben ein Laufband zu einem Konstruktor, der Draht herstellt. Also zuerst Schmelzofen, Miner, Schmelzofen, Konstruktor. Und dann Draht einlagert. Und da haben wir schon 384 Draht. Das ist verrückt. Schon ein Problem weniger, lieber Chat. Also ja, ich weiß nicht, wie weit das reicht. Ich muss mal schauen, was die Voraussetzungen sind für das nächste Update. Ich schlafe einmal am Tag im Sicherheitsteam. Sorry. Arbeite einmal am Tag im Sicherheitsteam. Bis seit 5 Jahren immer dort am Arbeiten. Oha, okay. Alles klar, alles klar. Sicherheitsteam. Also musst du da, wenn sich einer nicht benimmt und so, dann kommt der Airfighter, oder wie muss ich mir das vorstellen? Dann kommt der Airfighter und sagt so, jetzt ist es vorbei. Sehr gut. Das ist sicher interessant, aber wahrscheinlich erlebst du auch komisches Zeug, oder? Also wie gesagt, ich weiss nicht, wie die Leute dort so ticken. Vielleicht ist auch alles in Ordnung. Vielleicht hast du nie irgendwelche Vorfälle. Das wäre natürlich auch cool. Ich bin wieder raus. Ich schaue mir den Trauerzug der Queen an. Queen, rest in peace. Wollte nur schnell Hallo sagen. Habt Sorge. Das hast du gemerkt, Herr Melan. Hab Sorge. Melan, hab auch du Sorge. Und merci fürs Reinschauen. Und in dem Sinne noch viel Spass kann man ja nicht sagen. Ja. Aber trotzdem noch gute Zeit. Ich finde es so süß. Hab Sorge. Es gibt ein Lied, Melan. Ich tue jetzt hier nicht singen. Ich will nur schnell den Liedtext sagen. Ich glaube, der Refrain geht so. Hab Sorge und hab mich in deinem Herz fest. Also, hab Sorge und halte mich in deinem Herz fest. So jetzt. Hab Sorge und hab mich in deinem Herz fest. Genau. Mehrheitlich sind es Sanitätseinsätze. Okay. In der Nacht sind dann schon ein bisschen die richtigen Sicherheitsleute. Okay, alles klar. So, das ist nicht alles, was wir machen. Wir wollen schnell schauen, was wir brauchen. Wir haben hier das Update ausgewählt. Wir brauchen 150 Platten, 150 Stangen, 300 Draht. Ja, check, haben wir alles. Weil da die Konstruktion, die läuft schon länger. Das ist alles... Oh, da ist das Lager voll. Haha, geil. Okay, Lager voll. Ui, da auch fast. Holy moly. Gut, dann holen wir uns noch schnell ein bisschen Draht. Haben wir noch nicht dabei. Ja. Haben wir hier vielleicht noch checken. Da haben wir ein paar Eisen und Kupferbarren. Da haben wir gar nichts. Da haben wir, genau, da ist der Beton. Da haben wir auch noch. Süß, schick es mir mal im Discord. Mach ich Melan, wenn ich dran denke, sonst schreib du mir kurz, wenn ich mich nicht melde. Aber das mache ich doch gern. Bye bye Melan, danke dir. Bye bye. Was hast du momentan als Stromquelle im Einsatz? Ja, ich bin da immer noch Airfighter bei diesem Blättli-Zeugs. Das ist eigentlich so ein bisschen der grösste Pain im Moment. Darum steht hier im Titel Stromausfall. Werden wir sicher heute auch noch einmal erleben. Nehme ich da noch so einen ganzen Stack. Stromausfall gehört dazu. Ich kann es schnell zeigen. Wir haben wirklich Standard. Wir müssen noch ein bisschen forschen. Wir haben unsere 2 Standardgeneratoren plus einen zusätzlichen. Das lenkt knapp. Wir haben da mal Peaks drin, die es aber mag auffahren.
Aber ich habe das Gefühl, wenn wir da mehr Konstruktoren bauen, dann geht wieder die Post ab. Dann fliegt uns wieder alles um die Ohren da. Haben wir gar nicht. Die Hecki hat Stromausfall gehört. Die Hecki kommt gerade, der spürt das gerade. Das ist gerade seine Satisfactory Sense, was man da die Hörli aufstellt, wenn mir da der Strom rausgeht. Die Hecki, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? So, wir machen das schnell. Let's go. Rein damit, aufs Knöpfchen drücken und dann hätten wir, ich weiß gar nicht, neue Teile für die Logistik. Da schauen wir schnell. Da schauen wir schnell, wie es startet mit dem Material. Da finde ich es sehr schön gemacht. Jedes Mal, wenn ich schnarre ziehe. Das ist geil. Genau, ich finde es sehr schön gemacht übrigens. Und Fun Fact, man kann auf das Ding rauf, bevor es startet. Also das geht vor allem, wenn man im Coop unterwegs ist. Ich habe das einmal probiert. Also wir haben das einmal probiert, als ich das vor ein paar Jahren mal gestreamt habe. Ja, und der dann da oben steht, fliegt dann ins All raus, aus der Map raus. Ich weiss gar nicht, was da noch passiert. Schmiert das Spiel ab, I don't know. Aber es ist sicher nicht gesund. So, jetzt schauen wir schnell. Wir haben theoretisch hier bei der Logistik haben wir jetzt Förderlift. Okay. Wir können nicht Höhe aufbauen bei den Containern. Oder wir können allgemein nicht Höhe aufbauen jetzt. Wir haben den Fusionator und den Splitter. Genau, das war eigentlich die Idee gewesen. Dass wir da irgendeinisch, beziehungsweise jetzt, könnte man es eigentlich machen. Da splitten. Da muss ich dann noch schön irgendwie schauen, wie wir das am besten machen. Haben wir echt genug Platz? Wir wissen es nicht so recht. Bei uns ist man dann einfach sehr lang wieder runtergefallen. Bis, ja, okay, einfach runtergefallen. Beim Fahren und beim Nox haben wir das eigentlich noch. Gut, da bist du auch dabei gewesen, Teki, also auch, wir haben zugeschaut. Das ist, glaube ich, bei einem nach einem Game abgekratzt oder die Texturen sind irgendwie nicht mehr rum gewesen, oder irgendwas, ich weiß es nicht. Ja, splitten, weil die Konstruktoren die machen natürlich nur 15 Eisenstangen pro Minute oder 20 Eisenplatten, während aber da ein bisschen mehr geliefert wird an Eisenbarren. Also wir können easy splitten, ausser da geht es nicht ganz auf. Dann müssen wir eigentlich... Ja, aber das ist egal. Das ist egal. Da mag nachher eigentlich die Eisenbahnproduktion nicht mehr hinten. Jetzt probieren wir doch das schnell. Wir brauchen zuerst mal ein bisschen Material. Schnell schauen, ich habe da immer noch recht viel. Das sollte lang. Was brauche ich noch? Für... das ist ja wunderbar. Wir haben alles schon. Gut, dann würde ich sagen, weg mit dem. Mal schauen, ob wir das sauber hinbringen. Wie war das schon wieder? Control. Ja gut, wenn man nicht zielen kann, ist es ein bisschen doof. So. Also, meine Idee wäre, das behalten wir grundsätzlich bei. Ganz aussen. Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen, was ich alles machen kann. Das sollte eigentlich aufgehen. Jetzt sollte ich da schnell das so machen. Nochmal schnell testweise hier einen anhängen. Damit wir eine schöne Kurve drin haben. Das wäre meine Idee. Ja. Das geht nicht, ja. Aber das ist eigentlich kein Problem. Wir können den natürlich auch noch ein bisschen weiter überstellen. Ist so. Ja, die blöden Pflänzchen, oder? Die blöden Pflänzchen. Ja, jetzt habe ich es natürlich schräg angebaut. Uff.
Das nicht. Aha. Das ist nicht gegangen. Das müsste theoretisch gehen. Oder habe ich es jetzt wieder... Ah nein, das geht. Okay. Also, so weit gut. Jetzt frage ich mich schnell... Ja, das können wir glaube ich machen. Hm? Es ist nicht gerade. Perfektionismus. Ja, das ist, weil es halt da geht es nicht auf. Es geht ein bisschen über, also müsste es eigentlich... Aha! Ja. Bräuchte ich da noch ein bisschen Beta. LP mit Finn Eis, grüezi wohl, merci für den Raid, danke. Geht's dir gut? Hast du gestreamt? Was hast du gestreamt? Was hat es gegeben? So. Schnell ein bisschen Beton. Ein Beton. Jetzt möchte ich da gleich schnell schauen, oder? Perfektionismus. Das ist so eine Sache. Das ist so eine Sache. Wie viel kann ich da auch noch machen? Ich bräuchte 4 Lanes. Da eine, da 2, da 3. Ich versuche schnell noch. Ich muss noch 2 Konstruktoren zuerst bauen, damit ich da weiss, wie ich da machen muss. Hey, mir geht's soweit gut und selber, mir geht's auch gut, LP. Volcanoids haben wir gezockt. Volcanoids ist sehr nice. Habe ich auch mal gezockt. Habe ich echt gut in Erinnerung. Vor allem kann man ja da wie sagt man dem Bohr-Dings da, dem Bohrfahrzeug, da kann man ja beliebig das Ding ausstatten mit Knöpfen und auch da so Presets machen und so. Ist echt geil. Das Drillship, genau. Das Drillship ist echt cool gemacht. Und ich glaube, da ist auch noch einiges gegangen, seitdem ich das letzte Mal gezockt habe. Tatsächlich. LP, woher kommst du? Bist du aus der Schweiz oder Deutschland? Also ich spreche jetzt mal Hochdeutsch, weil ich annehme, dass vielleicht eventuell Schweizerdeutsch schwierig ist für dich. In den letzten Monaten hat sich nicht viel... Ja, ich habe es vor Jahren wahrscheinlich gezockt. Circa 2 Jahre, etwa so. Ich mache schon einen Konstruktor. Schnell alleine. Haben wir das bündig gemacht? Das haben wir auch bündig gemacht. Also let's go. 2-mal Konstruktor. Das wäre die Idee. Da können wir da noch zusätzlich ein bisschen Zeug bauen. Und jetzt werde ich da schnell schauen, wie ich das mache. Da brauchen wir... nein, ich brauche nicht 4. Nein, da hinten brauche ich 4. Jesus Christ. Es darf zuerst wieder ein bisschen warm werden. Hey. Deutschland, aber Schweizerdeutsch verstehe ich auch so, dass ich verstehe, was du meinst. Okay. LP, dann würde ich auch wieder auf Schweizerdeutsch wechseln. Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich verstehe gar nichts. Es gibt Leute, die sagen, hey, kein Problem. Und eben, es gibt manchmal auch Leute, die sagen, hey, 80% verstehe ich. Und dann weiss man ja, um was es geht. Also dann sind es höchstens so ein paar Wörter, wo man dann muss raten, was bedeutet sie jetzt. Genau, und schnell zur Erklärung, LP. Ich streame hier für die Firma brack.ch tatsächlich. Jeden Mittwoch bin ich am Streamen hier, jeden Mittwoch ab 15 Uhr. Aber wir haben unter der Woche auch mehrere Streams. Es gibt noch einmal Gameplay, da gibt es noch einmal Klemmbausteine. Und einen Podcast haben wir auch noch, der jeweils am Montag ist. Also sehr, sehr gemischtes Programm, sehr gemischter Content hier bei uns. Aber freut mich natürlich, dass du zu uns gefunden hast. Anstrengend ist es schon, aber ich verstehe es schon. Okay. Vorhin war auch Melan. Melan war noch da. Sie ist auch aus Deutschland. Und sie sagt immer, Schweizerdeutsch klingt so süß. Kannst du das bestätigen, LP? Klingt das süß?
So, jetzt muss ich schnell überlegen. Wenn wir hier durchgehen, dann längt es. Das sollte man können machen. Dann würde ich sagen, über da. Und wenn ich jetzt hier 4 anbringe nebeneinander. Ja, shit. Shit. Ja, da Abstände sind nicht so richtig. Muss schnell überlegen. Ja, aber so Z. Ich nicht ganz sicher. Ich nicht ganz sicher, aber sehe ich da etwas Schwebendes? Sautet, gehen Sie raus. Nein, sag ich, bleiben Sie da, sautet. Nein, ganz sicher nicht. He? Ganz sicher nicht. Geiles Deutsch von mir. Süß würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist echt, es ist schon eine coole Sprache. Okay. Bisschen anders. Ein bisschen kratziger. He? Schweizerdeutsch ist einfach kratziger. Sautet, wie geht's dir? Alles klar? Ich bin da immer noch. Ja, das ist schlimm. Wird immer schlimmer. Wie machen wir das? wir müssen umstellen. Chat, wir müssen umstellen. Es ist ja soweit. Ich hoffe auch, dass wir da nicht noch einen Splitter rein machen müssen. Den Schmelzofen tun wir tatsächlich schnell verschieben. Oh, das ist nicht da, wo ich erwähne. Den Schmelzofen tun wir verschieben. Und zwar 1. So, dann müsste es aufgehen, oder? Jetzt haben wir aber nicht. Jetzt haben wir einen Millimeter verschoben. Ein Millimeter? Wait a second. Ja, ich weiß nicht, ob das etwas wird. Ich mache es jetzt einfach mal schnell. He? Ich weiß nicht, ob das etwas wird. Ich habe sie bündig zueinander aufgestellt. He? Mal schauen, ob wir den Platz haben jetzt. Ein bisschen. Gut und selber. Hey, mir geht es auch gut. Sautet. Freut mich, dass es dir gut geht. Kann mich nicht beklagen. Alles gut. So. Geht es jetzt auf? Nice. Also, das wäre die Idee. Das wäre grundsätzlich die Idee. Ich glaube, dass das funktioniert. Schnell schauen, ob wir es hier allein haben. Nein, wait a second. 4 Mal. Eine weniger. So. Da braucht man noch einen da. Mal schauen, ob das geht. Es war vielleicht ein bisschen Overkill, was ich jetzt gemacht habe, aber so sehe ich sicher, ob es aufgeht. Da kann ich wieder Ja, das ist jetzt nicht mehr gerade, hä? Ist nicht mehr gerade. Weg mit dem Zeug. Schnell Chat lesen. Du meinst, es bleibt alles so, wie es hier ist und wird sich hier nichts dran rütteln. Genau. Genau. Nein, doch. Oh. Der Troy baut anscheinend gern auf engem Platz. Ja, Airfighter, ja, also gern. Das ist immer so ein bisschen Vorausplanen. Da muss man amigs zuerst streichen beim Satisfactory. Vorausplanen ist am Anfang echt schwierig, weil man weiss nicht, was noch alles reinkommt. Das ist erst die erste oder die zweite Phase, die wir jetzt bauen, von vielen Phasen. Von dem her. Schnell schauen, ob das alles aufgeht. Das geht auf. Dann würde ich sagen, wir machen hier nochmal schnell einen Fördermast. Und zwar würde ich jetzt sagen, da.
Da. Hier. So, 6. Schnell schauen, ob es geht. Förderband. Let's go. Ja, jetzt müssen wir das hier natürlich überall machen. So schön, hä? Schön und so ist wichtig. Schnell überlegen. Machen wir das so? LP, danke dir für den Follow, merci vielmals. Willkommen da bei uns, nochmal danke für den Raid. Faro, grüezi, schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Faro? Troy sagt, dass du den erkannt hast. Wait a second, ich muss da schnell nachlesen. Ich muss eben bald wieder lurken, weil ich noch ein bisschen was scheffeln muss. Also, falls ich mal nicht antworten, weisst du Bescheid. Troy sagt, dass du erkannt hast. Was habe ich erkannt? Ah, du meinst, es bleibt alles so, wie es hier ist. Und wird sicher nichts dran rütteln. Ich weiss es nicht. Da weiss ich echt nicht. Da weiss ich wirklich nicht. Sorry. Fail. Massi, grüezi Massi. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Massi? Zwar der erste, aber nicht unbedingt der letzte Raid. Also der erste, den du jetzt gemacht hast, LP. Ist das dein erster Raid gewesen? Troy sagt Hallo, fragt, ob du es gut hast. Jetzt komm wieder raus. Jetzt musst du noch überlegen, so, was? Weißt du, der Faro hat Symbol. Der Faro, der hört mich ja gar nicht. Ich muss da so Schildchen haben, wo ich da Zeug schreibe. Hallo Faro. Oh, Moment. Hallo Faro. Sehr gut. Ja, alles gut, bist am Arbeiten. Ich gebe dir einen Tipp, halt, stopp. Halt, stopp, jetzt dreh dich. Ist es ein deutscher Film? Es tönt nach einem deutschen Film. Halt, stopp, jetzt dreh dich. Hey, sautet, you have to tell me, I guess. Und wenn es ein deutscher Film ist, ist es immer schwierig für mich. Immer schwierig. Vielleicht ist es auch die deutsche Synchronisation. Vielleicht kenne ich es auch nicht in der deutschen Variante. Ah, der erste bei mir? Ja, okay, alles klar. Ja, danke nochmals dafür. Und ja, sehr nett. Wie gesagt, ich bin immer am Mittwoch bin ich da, aber du darfst natürlich auch gerne meine Arbeitskollegen raiden an einem Montag beim Podcast. Dort ist aber einfach wenig Interaktion mit Chat, weil wir einen Podcast aufnehmen. Denn ich glaube, aktuell ist am Dienstag ist am Klemmbausteine und Freitag ist nochmal Gameplay mit der Steffi. Genau. Jetzt fange ich schon an, Buchstaben zu vergessen. Man wird alt. LP. Das kommt das normal mit dem Alter. So, jetzt muss ich da schnell gucken. Wie mache ich das? Da raus. So. Das ist jetzt wieder so etwas, oder? So. Also, wie gesagt, man muss es nicht so perfekt machen in diesem Spiel. To be honest, wir können einfach die Förderbänder rausziehen, ohne irgendetwas. Aber wenn man es ein bisschen schön haben will, wenn man ein bisschen Perfektionist ist, dann muss man es eben so machen. He? Ich glaube, es ist auch nicht schlecht, so, wenn ich das mache. Das kommt gut. So, jetzt brauchen wir... Ja, jetzt, was ich natürlich jetzt nicht bedenkt habe, wir brauchen einen Splitter. Verdammt, wo machen wir die Splitter hin? Ich mache da so ein Zeug, dabei geht das gar nicht auf. Jetzt lese ich schnell den Chat. Sagst mir, es geht mir gut und ich freue mich auf heute Abend. Also Taggy, bitte sag mir das noch schnell. Wir haben leider kein TTS. Es ist ein Video. Ah, schon. Oh, wait a second. Halt, stopp, jetzt drehen. Ah, Moment, aber ist das...
Oh, wait a second. Zootet, jetzt muss ich wirklich noch mal schnell schauen, was ist das vorhin gewesen. Was hast du? Aber es ist Hochdeutsch. Es ist nicht irgendwie Schweiz. Es ist nicht Schweizerdeutsch. Das sagt mir nichts. Zootet, das sagt mir nichts. Das ist bekannt unter Psycho Andreas. Nein, den kenne ich es nicht. Vielleicht habe ich es schon mal gesehen. Ich meinte, es käme mir ein bisschen bekannt vor. Aber das wäre etwas Schweizerdeutsches, das ich meine. Ist es das? Sonst muss ich es dann mal googeln. Psycho Andreas. Wer kennt das? Chat, wer kennt das? Mal, man muss es perfekt machen, sonst gibt es definitiv weniger Materialien. Das ist richtig tacky, sehr gut. Das soll heissen, beim Troy gibt es nicht so viel Material. Wow. So, Chat. Splitter. Die kann man natürlich schön haben. Übrigens, die kann man schön auf die Förderbänder montieren. Macht das Leben manchmal ein bisschen einfacher. Aber dafür snappen sie, glaube ich, nicht. Das ist einmal sie snappen. Nein, sie snappen irgendwie nicht. Egal. Wie machen wir das? Also, Nummer 1 müssen wir splitten. Okay, dann müssen wir das wieder weg. Mit das wieder weg. Das geht so natürlich nicht. He? Nummer 1 soll nachher auf diese Bahn kommen. Das heisst, wir brauchen eigentlich einen Splitter da, aber es geht da gerade ein bisschen um die Kurve. Es sieht auch unschön aus. He? Shit. Ja, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Also, wir machen es so. Hier, Splitter, hier. Das muss jetzt einfach passen. Dann sagen wir, du gehst über. Stimmt das? Wo snap ich jetzt da genau? Ich will das nicht. Du gehst. Oh, das ist. Da geht nicht. Das geht never ever. Never ever. Das wird so unschön. Tacky ist. Wow, was ist das? Tacky schiebt sicher schon Krise. Tacky denkt, oh mein Gott, Troy. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, was du da machst. Wait a second. Den brauchen wir. Ach, es wird so eng. Es wird so fucking eng. Oh, ist das schlimm. Er hat vorhin gesagt, Troy baut gerne auf engem Raum. Das ist irgendwie halt schon ein bisschen so, hä? Ich weiß nicht. Das ist doof. es ist echt schlimm. Ich habe zu wenig Platz. Ich lese mal schnell wieder den Chat. Merci, Sutet. Ich schaue dann. Jetzt hat irgendjemand die Emote-Chat eingeschaltet. Das steht bei mir. Bei mir ist es voll automatisiert. Wir haben jetzt 2 Minuten leider nur Emote-Chat. Und Flöru, grüezi, Execuse. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Du darfst antworten mit einem Emote natürlich. Ja, also brack.ch. Mit nicht mal 18 schon ein Siebgedächtnis wie sonst einer. Nicht falsch verstehen, bitte. Easy, LP, easy. Das Streamlabs muss ich nicht vorlesen, aber ich werde dann auch erstmal wieder raus. Ich wünsche noch viel Spaß und Kopfzerbrechen. Ja, das werde ich ganz sicher haben, LP. Merci nochmal für deinen Raid, merci für deinen Follow. Und ich würde sagen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Würde uns freuen, wenn du wieder reinschaust. Bye bye, LP. Sehr schön, sehr schön. Emote-Chat, oder? Ich muss dann schauen, dass es nach 2 Minuten auch automatisch wieder rausgenommen wird. So, jetzt muss ich mir das Chaos schnell anschauen. Das Chaos, das perfekte Chaos. Da müssen wir splitten, das heisst, wir müssen hier durch. Das ist schon mal gar nichts. Wir haben einfach zu wenig Platz. Wir haben zu wenig Platz.
Gut. Was guckst du? Was guckst du? Also. Also weg mit dem Zeug. Weg mit dem Zeug. Ich muss mal schnell schauen. Schnell einen anstellen. Wir müssen hier auch Platz machen. Und wir machen da jetzt einfach so. Wir müssen es so machen. Emo-Chat off hat geklappt, alles durchautomatisiert. Da wie bei Satisfactory in meinen Streams ist alles durchautomatisiert. Wait a second. Ich habe es wieder verkehrt umgebaut. Der hat sicher gesehen und hat gedacht, Troy. Uff, Troy. Wow. Okay, wir haben wieder Emote-Chat. Das ist nicht gerade. Ist es gerade? Jesus, ich muss es nochmal bauen. Ich glaube, Ende von diesem Stream kann ich sagen, okay, wir sind keinen Schritt vorwärts gekommen heute. So. Einen noch. So. Jetzt stimmt es aber, oder? Ich schaue nachher gerade schnell die Emotes an. Es geht auf. Es geht auf. Schöne Emotes haben wir da. Sehr schön. So. Verbinden, verbinden. Jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Jetzt muss ich schnell überlegen. Den müssen wir splitten. Einer muss geradeaus. Dann müssen wir hier einen splitten. Und zwar da. So nah wie möglich an dem da. Was ist denn, wenn es geil ist? Ist nicht gut. Also ich kann ja da den Splitter sicher nicht ins Gebäude reinbauen. Einmal tatsächlich. Ja gut, aber da bringt man natürlich nicht. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war. Nein, es muss schon blau sein. Also schnell schauen, ob wir das machen können. Es ist so ein Brainfuck. Es ist irgendwie ein bisschen Brainfuck gerade für mich. Ich tue es schnell. Oh nein, ich will es eigentlich schon nicht unsauber verbinden. Das ist ein bisschen doof. So Zeug mache ich nicht. Hä? Mache ich nicht. Ich muss es sagen. Oh, das kommt nicht gut. Oh, nein, das ist scheiße. Uff. Uff. Das geht auch schon nicht. Also. Jetzt. So, jetzt ist es mir egal. Es ist mir jetzt echt egal. Es sieht jetzt so aus. Also, Split Nummer 1, check. 2 Konstruktoren, check. Den Split Nummer 2, die brauchen wir nicht. Okay. Die brauchen wir nicht. So. Einer muss da raus und da rein. Das ist... Oh mein Gott, das ist wirklich nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Mach das schön. Das snappt nicht richtig. Come on. You can do it. Ja, aber Troy, das sieht shit aus. Ja? Sneaky. Hab den Schlitten. Sneaky, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Alles klar? Hey, was ist los?
Er könnte schöner sein, I know. I know. Aber ich glaube, es geht auf. Es geht tatsächlich auf. Ja, jetzt da wieder. Wie haben wir das da gemacht? Einfach unsauber. Also. Das ist dann, wenn der Troy den Perfektionismus aufgeht, dann weiss man, okay, jetzt hat er die Nase voll. So, fertig lustig jetzt da. He? So muss es jetzt einfach sein. Wir haben schön angefangen. Es ist ein bisschen chaotisch geworden, ich gebe es zu. Lieber der Schlitten als die Förderbänder. Mir geht es auch gut, Niki, alles klar. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, wir schauen da, du schaust jetzt hier auch nicht genau hin, was ich hier genau gebaut habe. Hauptsache, es funktioniert. Jetzt müssen wir aber natürlich, wieder sagen, Eisenbahnen. Ja, fast. Habe ich jetzt Eisenbahnen gemacht? Gut. Und... nein, falsch. Strom. Die sind, glaube ich, hier verbunden gewesen. Wait a second. Aha. Yeah. Nein, ich habe ja Kabel. Ist ja alles gut. Oh. Oh! Also, es rumpelt. Es wird gesplittet. Holy moly. Ich glaube, es kommt gut. Oder echt nicht? Ist es zu langsam? Nein, das kann nicht sein, oder? 16, nein, das ist alles gut. Alles gut. Hast du die Elemente schon, wo kannst du... Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, nein, ich habe die... Nein, da habe ich noch nicht. Habe ich tatsächlich noch nicht. Mal schnell beobachten. Sieht für mich tatsächlich gut aus. Außer dass wir da jetzt noch keinen Strom haben und wenn wir den Strom anschließen, dann fliegt uns die Sicherung wieder um die Ohren. Uff. Das heisst, wir müssen uns ja das. Es ist hier schon mega knapp mit einem Konstruktor mehr. Nein, oder wait a second. Zwei. Nein, was haben wir jetzt mehr? Wir haben gar noch nicht angeschlossen. Ja, ist geil. Ist echt geil. Wir müssen hier noch mehr Biomassengeneratoren bauen. Und eigentlich, es stört mich ein bisschen, dass die da mit auf der Base sind, aber das ist jetzt einfach so. Ui, Massi schon. Wait a second, jetzt müssen wir da schnell anschauen. Im Bionic Max, seine Emotes sind von seiner Tochter gemacht worden. Ui, das ist aber mega cool. Das ist aber wirklich, also es ist vor allem auch mega gut gemacht, mega schön. Ja, also da sage ich nur wow. Massi, hä? Leitest ein grosses Kompliment weiter da von mir. Echt schön gemacht. Oh, okay, du gibst da bei ihr einen Auftrag. Sehr gut, sehr gut. Natürlich müssen wir noch schnell schauen, dass dann da auch eingelagert wird. Ja? Was wir jetzt hier ein bisschen komisch haben. Ja. Ist okay. Ist okay. Dann mal schnell das Prinzip ein bisschen weiterführen. Ich weiß nicht, wie viel Abstand ich da jeweils hatte. Ich werde das so ein bisschen gleichmässig weiterführen. Ich würde jetzt mal sagen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aha, wait a second. Das muss natürlich mit dem allein sein. Was ist es?
So, jetzt machen wir da noch schnell, verbinden wir das noch schnell, um zu schauen, ob das irgendwie mehr oder weniger gut aussieht. Ja, das ist gar nicht gut. So, jetzt aber. Nein, falsch. Ich kann damit leben. Jetzt kommt da natürlich noch nichts. Jetzt erst müssen wir das Stromproblem lösen. Ist günstiger als eine Person auf Fiverr. Ja, aber ich fände es ja auch, wirklich cool, wenn man so ein bisschen etwas aus der Familie raus hat. Oder von mir aus auch etwas selber gemacht. Ich bin eher Fan von solchen Sachen. Also natürlich, wenn es niemand im Griff hat, dann gibt man es in Auftrag, ist klar. Sackgeld aufbessern und ja, das fände ich aber schon nice. Fände ich echt nice. So. Strom. Wenn wir jetzt wirklich noch einen zusätzlichen Biomassengenerator anhängen. Ja, das Stromnetz, das macht mir jetzt schon Kopfweh. Das macht mir jetzt schon Kopfweh. Haben wir sonst noch... Nein, wir haben noch keine. Wir gehen schnell schauen, was wir da für andere Strommöglichkeiten haben. Feldforschung. Ja. Nee. Ja, das ist alles Zeug, das wir nicht brauchen. Ja, das kommt noch nicht so gleich. He? Neue Stromquellen. Ich würde sagen, wir machen sicher das als Meilenstein. Refactoring Team bitte Sektor A. Refactoring Team Sektor A. Sehr gut. We need a Biomassengenerator. Ein Continuum-Transfunktionator. Wollen wir jetzt den da einfach ganz grusig da nebendran? Ist da schon noch ein bisschen Platz? Ist da noch Platz, Mann? Uff, das ist mühsam. Das ist mühsam. Wo geht es da durch ab? Oh, da haben wir noch Platz. Nein, da haben wir keinen Platz. Da geht es durch ab. Dann machen wir da einen. So, du kommst jetzt einfach da rein, das ist mir egal. 4 haben wir hier verbunden, ja, das ist geil. 4. Also, wait a second. Ich kann es reinbauen, aber ich sollte es reinbauen, nice. Faro! Oh, geil. Zum Glück kann ich das automatisiert. Ich glaube, sonst würde ich irgendwie die Hälfte von der Zeit verpassen, dass es jemand aktiviert hat. Schnell überlegen. Die sind verbunden. Dann nehmen wir schnell weg. Ja, das verwundert mich nicht, das ist alles gut. Jetzt brauche ich Kabel. Kabel! Oh nein. So, Kabel, let's go. Wo ist das gegangen? Und der Bob Ross. Ist auch ein geiles Emote. Das ist tatsächlich auch ein geiles Emote. Zeigt mal, Chat, die geilsten Emotes, die ihr besitzt. Könnt mal ein bisschen flexen mit euren Emotes. Was habt ihr so im Angebot? Was ist euer Favorit? Könnt mal euren Favorit reinposten. So. Ich glaube, es macht, also Techie, der schiebt schon Krise, wenn er das sieht. Aber das ist mir jetzt endlich recht egal. Ja, ist mir jetzt also recht egal. Irgendwann haben wir den besseren Kraftwerk und so. Biomassenzeugs.
Was ich da schon letztes Mal gemacht habe, ist Biomasse. Das ist schon... Ja, das ist das gewesen. Genau, das ist sehr gut. Blüten hatten wir auch. Ich glaube, die sind sogar fast noch besser. Da schnell schauen. Ja, nur noch 79. Okay. Ich fülle den mal auf. Dann tut der mal Strom generieren. Dann tue ich da noch einmal splitten. 100. Oh, ja. Ja, da müssen wir dann gleich schon wieder Blättchen sammeln. He? Oh, jetzt muss ich schnell schauen. Der Flöru mit dem Strick-Saltloi. Geil. Sehr schön, sehr schön. Ja, Techie von der Asche. Das sehe ich immer wieder. Das sehe ich tatsächlich immer wieder. Das ist echt nice. Da noch die anderen. Aha, das ist vom Strike. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Sehr nice. Von der Steffi. Lulena. E-Sports. Nice. Ich muss mal schnell schauen, ob ich da meinen aktuellen Favorit noch habe. Ich glaube, ich habe ihn jetzt, seit gestern nicht mehr. Weil ich wieder das Abo machen dort. Auf jeden Fall, ich kann es schnell erklären, ihr habt es vielleicht auch schon gesehen, ich habe so einen Schildkröte, der auch Headbangen kann. Ich finde das geilste Emote. Das ist echt gut. Es ist verdammt billig gemacht, aber die Schildkröte tut so schnell Headbangen, das sieht echt so geil aus. So, und ich bin schon wieder aus dem Konzept gehalten. Was wollte ich machen? Ja, eigentlich hier den Strom verbinden. Da können wir noch ein bisschen Stromleitungen ziehen. Das ist hier schon voll. Wir müssen hier zwischendrin noch eine Leitung machen. Theoretisch wäre das richtig. Ja, stimmt sogar. Geil. Also, verbinden. Ist das richtig? Verbinden mit der. Gut. Jetzt ist noch einmal schauen. Ich kann es theoretisch echt einstellen. Warum mache ich das schnell? Ich mache es hier schnell. Das ist auch doof. Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Das sieht. Oh, okay, mal es geht. Damit kann ich leben. Hauptsache, es geht nicht durchs Gebäude durch. Mit dem könnte ich nicht leben. So. Also, mein Gott. Wir haben auf Eisenplatte, Eisenstange. Wir könnten noch ein bisschen Schrauben brauchen. Oh, wir können ja gar nicht mehr herstellen. Wir brauchen nur 3. Ja gut, wir könnten 2-mal Schrauben haben oder 2-mal Eisenstange. Was brauchen wir? Eisenplatten. Techie, was brauchen wir am meisten? Plattenstangen oder Schrauben? Techie, ich frage dich, du bist der Profi. Du bist der Profi. Oh, wait a second. Ich habe da so viel verpasst. Ja, so viel habe ich nicht verpasst. Der Massi hat noch gefragt, hast du gestern State of Play geschaut? Nein, Massi. Und Nintendo Direct? Nein, Massi, nope. Hab ich nicht. Ich würde nein, Techie. So, also still, Techie, du darfst jetzt nicht mehr sagen, ab jetzt. Hä? Sprechverbot. Sehr gut. Ja, die Platten, gell? Ich habe es eben auch gedacht. Also komm, dann mache ich noch mal eine Platte zusätzlich und Schrauben. Ist das schon am... Geht da was? Muss ich es noch sehen? Nein, wo... Wait a second. Das ist jetzt nicht gut. Ja, ich weiß, was nicht gut ist. Das ist gar nicht verbunden. So. Alright. Wir sind einen Schritt weiter.
Ich werde das jetzt auch noch schnell sehen. Die Platten kommen raus. Platten, also wir haben jetzt hier Platten und hier Platten. Ist jetzt halt einfach so. Und da kommt Schräubeli. Ja, da geht irgendwie noch nichts. He? Oh shit! Nein, ich sehe es! Ah, die Hecke. Der Splitter war jetzt irgendwie für nichts. Ja, geht mal, es war schon für etwas gewesen. Aber nicht da. Ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt einfach noch mehr ins Stangen und Platten machen. Dann müssten wir ab da weitermachen und müssten die Stangen zu Schrauben verarbeiten. Ja, das ist vielleicht. Schau mal auf die Uhr. Das ist vielleicht etwas für den nächsten Stream. Wir kommen da so in Babyschritt voran. Lieber Chat, so sorry. Aber es ist ja gleich nützlich. He? Wir nutzen jetzt eigentlich die Menge aus, die der Schmelzofen kann aus Eisenerz machen kann. Nämlich 30 pro Minute. Und so nutzen wir die Menge komplett aus. Ich glaube, das ist okay. Das ist, glaube ich, easy. Barren? Wait a second. So. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Auf was bezieht sich Barren? Troy macht einen auf Tesla und tut Energie drahtlos übertragen. Also ich könnte natürlich auch Barren drahtlos übertragen. Das wäre noch geil. So eine Tesla-Spule, einfach eine grosse. Und es ist einfach dann alles mit Strom versorgt. He? Im Tesla seine Vision. Das wäre schon nice. So, wir lassen jetzt das mal sein. Die Produktion läuft. Soweit bin ich zufrieden. Jetzt haben wir hier aber noch das Projekt, das wir eigentlich auch noch gerne hier oben eingelagert haben. Wäre mir eigentlich wirklich am liebsten. Ich frage mich jetzt gerade. Das ist ein Container. Ich mache mal etwas. Also, so viel ist eigentlich schon mal klar, dass wir das so machen. Wobei vielleicht eben auch umgekehrt. Nein, so. Also eigentlich tatsächlich umgekehrt gegenüber dem Rest. Aber ich habe da so eine Idee. Meine Idee. Wait a second. Nein, es ist falsch. Das ist falsch. Es muss gleich sein. Dann muss es verkehrt sein. Meine Idee ist, dass wir jetzt ein Förderband machen. Und zwar in dieser Region hier. Da brauchen wir zuerst mal wieder Fundament. Submodus ist gut. Wir können hier schnell aufziehen. Dann schauen, ob wir das irgendwie gescheit machen können. Eigentlich ist es egal. Schnell schauen, ob wir das irgendwie gescheit lösen können. Die Pflänzchen sind jetzt halt einfach wieder mal im Weg. Meine Idee wäre nämlich, dass wir hier jetzt das Förderband machen, aber wo hoch ist. Oder nicht? Muss es hoch sein, nicht zwingend.
Es muss... Shit. Nicht zwingend. Ich mache es nicht hoch. Das heisst... Hinten rein. Da ist die Zufuhr nachher. So stellen wir das irgendwie so vor. Ist gut. Aha, aha. Ich glaube, das wird etwas. Ich weiß auch noch nicht, wie wir Sonden machen. Was machen wir nachher da? Oh shit, ich weiss aber gar nicht. Spielt es eine Rolle, wie man es anhängt? Wo A und B ist. Die Laufrichtung spielt eine Rolle. So. Ja, jetzt bräuchten wir hier endlich mal so eine Motorsage. Es wird auch jetzt recht unschön, wenn wir hier durchs Gestrüpp durchgehen. Aber ich würde sagen... Können wir hier noch ein bisschen führen. Wir gehen hier gleichmässig runter. Wir machen es so. Eigentlich genau so, wie wir so hier hinten schon haben. So. Ja. Ist der Sautet noch oben? Ich hoffe nicht. Wenn jetzt das nämlich gerade zubauen, dann kann der Sautet nichts mehr sagen. Ist nichts schwebend hier. Oh shit, wo bin ich da? So. Vielleicht hat es jetzt schwebende Elemente in der Mitte. I don't care. I don't care, hä? Das sind Ventilationsschächte, die hier noch so unter dem Boden sind. Also, abgesehen vom Gestrüpp bin ich soweit eigentlich zufrieden. Was ist jetzt da genau der Snap-Punkt? Hallo? Das ist ein spezieller Snap-Punkt. Das geht nicht so. Hm? Speziell? Wieso snappt das nicht mit dem? Jetzt muss ich da schnell schauen. Brauchen wir da ein Fundament? Könnte das weiterführen? Unsichtbar unter dem Boden. He? Aber da bringt es noch nichts. Ja, da, okay. So gut wie es geht. So. Relaying message. Hello, this is paternal figure. I have taken ill and need your help to Die find Pflanzen überall, he? Die Pflanzen nerven. alien artifacts. I know. Ich muss den noch schnell wegmachen. Ich muss den da noch machen. Oh,
Das ist gut, habe ich schon. Neu verbinden. Mhm. Ja, irgendwann ist da alles im Weg. Ich sehe das schon kommen. Das ist also auch wieder einfach ein rechter Umweg, den ich mache. Harvest. Mal schauen, ob das etwas wird. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Ja, jetzt hat man den Schlitten. You're so lucky, oder? So lucky. So. Oh, Materialien. Platten. Ah. Das Leid aufwärts geht logischerweise. Platten. Ah, ich kann mal Schrauben rein tun. Jetzt soll ich schon sagen, da kann nicht sein, dass wir hier Schrauben produziert haben. No way. Schnell den Jerk machen, das ist leer. Gut. So, das wird was. Also, das Zeug kommt. Let's go, wird hier reingelagert. Was wir jetzt auch noch machen, ist mehrstöckige Container. An Wand könnten wir endlich auch. Das wäre eigentlich auch etwas gewesen. Ja, wobei, da fehlen uns aber noch zusätzliche Sachen. Es gibt irgendwann, also ich könnte jetzt Wände bauen, auch recht weit rauf, und es gibt noch ein Element, das wir an der Wand befestigen können. Das sind sogar spezielle Wände mit Förderband Mast integriert. Das ist natürlich auch recht nice zum Ordnung behalten. Aber haben wir tatsächlich noch nicht. Vielleicht irgendwann ist dann mal ein Thema so. Wenn ich jetzt sage, ich will alles zweistöckig, ja, why not, oder? Kann man machen. Dann sagen wir so. Die aber verkehrt. Nein, die sind da. Nein, so. Weil da kann ich nämlich hier ein neues Element brauchen, das sich nennt Fädenlift. Dann kann ich sagen, verbinden. Zack. Halt jetzt da. Nein, das ist falsch. Ja. Zack. 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 Und da muss man halt auf der anderen Seite machen. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Mal, das ist direkt verbunden. Alles gut. Die sind neu alle im Ticketshop. Dann muss ich dann gleich mal schauen, ob wir das schon zeitnah verfolgen, dass wir das Ding da, das Upgrade. Zuerst mal machen wir das. Schrauben. Schrauben haben wir noch nicht automatisiert, die mache ich jetzt halt von Hand. Wie viel brauchen wir? 300, ja, easy peasy. Easy peasy. Machen schnell 300 Schreiben, lieber Chat. Kann sich nur um Minuten handeln. Ticketshop, true. Ja, das habe ich am Rand noch ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, letztes Mal, als ich das noch einmal ein bisschen angezockt habe, das Spiel, ist der Ticketshop schon drin gewesen.
Ich mag mich vor allem an das Golfwägeli erinnern. Da das, ja, Techie, du weißt sicher, was ich meine. Aber mit dem kann man ja nur gescheit in der Base rumcruisen. Also Offroad ist da gar nichts. Das habe ich aber schon recht lustig gefunden. So, wir haben gleich 300 Schrauben. Dann brauchen wir noch 300 Draht und ja, das ist easy peasy. Easy peasy. Schnell überlegen. Draht muss ich holen. Okay. Für das haben wir jetzt hier die Container, oder? Endlich oben füllt es auf. 300 haben wir leider noch nicht gesagt. Und da setzt alles gegen rauf. Nein. Aha. Oh, wait. Das sollte voll sein. Okay, das ist ein bisschen langsam. He? Okay. Sehr gut, sehr gut. Ich brauche mehr. Ich muss schnell da unten holen. Ich kann da nicht ewig warten. Du siehst schon, ich muss MK2 Förderbänder haben. Da ist das Zeug, das ich brauche. So, machen wir da schnell. Ja, let's go. Milestone reached. The molecular Flieg analysis davon. machine, referred to as the MAM, will allow R&D to provide new technologies, items, and buildings based on samples collected in the field. To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt has been provided, as well as an object scanner and beacons. Note: the object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Jetzt fällt mir gerade ein, haben wir das Gebäude eigentlich abgebaut und nie mehr aufgebaut? Shit. Ich glaube es fast. Und zwar... Oh! Ah, das war auch noch, das ist zum Analysieren. Mhm. Aber ich glaube, die Werkbank, die haben wir mal irgendwie abgebaut, oder? Kommt jetzt auch da. Nein, nicht die Werkbank. Never mind. Alles kostet uns Werkstatt. Xenozepper, mobiler Miner, Objektscanner. Das ist... Ist das neu? Das haben wir noch. Und Signalisator. Da brauchen wir... Aha, 3-mal Signalisator. Machen wir jetzt das schnell. Und noch ein paar Schräubchen. Ich weiß gar nicht wie viel. Let's go. Übrigens, auch schnell zum Zeigen, den Signalisator, den habe ich schon mal angesprochen. Ich glaube es. Oder täusche ich mich jetzt? Nochmal, ich kann damit etwas markieren. Ja. Genau, ich habe es jetzt natürlich auch in die Base hineingesetzt, aber grundsätzlich auf dem Radar ganz oben sehe ich den. Das heisst, wenn ich irgendetwas auf der Map finde, das interessant ist, kann ich den setzen und sagen, interessant und so. Dann sehe ich das immer. Ist sehr nützlich tatsächlich, vor allem wenn man ein bisschen die Map erforschen. Ja, so. Aufnehmen. Gut.
Schnell schauen, sonst müssen wir nichts machen. Also, dann schauen wir hier schnell. Also, Weltraumlift wäre zudem auch immer noch das Thema. Tatsächlich. Ein Weltraumlift. Hey. So, ich bin dann mal weg bis heute Abend. Faro, bis heute Abend am 9 Uhr circa komme ich dazu. Vielleicht starte ich so um 8:45 dann schon mal den Countdown bei meinem Stream. Merci fürs dabei sein, Faro. Merci. Schnell, der Faro gehört ja nicht. Faro, merci. Und bis später. Gut. Weltraumlift. Müssen wir schnell anschauen. Spezial Weltraumlift. Da braucht so richtig Material. Wobei. Ja, easy peasy. Sollten wir eigentlich tatsächlich auch schon zusammen haben. Jetzt, das ist so eine Sache, der Weltraumlift. Das ist so eine Sache, der braucht richtig Platz. Richtig Platz braucht er. Darum tue ich da schon mal. Oh, okay, da geht es abwärts. Nein, Google. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich will hier nicht schwebend bauen, wie ich es schon mal gesagt habe. Das ist nichts. Ich kann hier noch schnell ein bisschen zumachen. Das geht. Schnell schauen bis dahin. Beere nehme ich noch mit. Weltraumlift. Platz für den. Da haben wir viel Fläche. Da haben wir Gas. Da geht es runter. Mal schauen, wie gross der schon wieder ist. Aber ich kann euch sagen, das ist nicht klein. Wir könnten natürlich auch sagen, wir könnten ihn temporär bauen. Ich glaube, ich baue ihn temporär hier an die Stelle, weil ich sonst nicht weiss, was ich hier genau noch treiben soll. Ich würde wahrscheinlich eher hier unten dann expandieren, auf die Fläche raus. Da haben wir noch viel Fläche, die wir nutzen können. Ich glaube, ich mache das so. Also. Warte, sag, nehmen wir jetzt 2 von denen. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Brauche noch ein bisschen mehr. 1500 Draht. Schnell das Inventar anschauen. Ja, vielleicht längt. Und Beton, das haben wir eh angenommen. Gib mir! Sehr gut. Slippy! Hey, Ueli! Brauchst du noch 1500 Draht? Sehr gut. Slippy, schön, dass du da bist. Geht's dir gut? Alles klar? Beton. Beton! Wo haben wir den Beton? Ah, da ist er. Hey. Also, Beton. Check. Let's go. Dann bauen wir das hure Monster-Ding da. Das ist riesig. Schnell schauen, da haben wir den Eingang, das spielt jetzt noch keine Rolle. Irgendwann kann man den da quasi. Also ich gehe jetzt mal schnell hin. Okay, das schauen wir uns schnell an. Das ist nämlich auch sehr schön gelöst. Das baut schnell einen Moment. Hä? Wie in Real Life. Da kommt da Material zu fliegen, zack. Dann klopft es einmal. Ui, das ist so geil gemacht. Das finde ich echt nice an diesem Spiel, so die Sachen. Und es ist ein Weltraumlift, das heisst, jetzt kommt da noch etwas runter. Aus dem Weltraum. Und das ist, ich glaube, das Konzept existiert auch in echt.
ich weiss nicht, ob ich sage, ich glaube, das ist auch nach dem Konzept quasi jetzt hier im Spiel integriert. Also die Idee ist, dass eigentlich das Gegenstück im Orbit aussen ist und durch die Fliehkraft gegen außen gedrückt wird. Und darum kann man nachher wie zwischendrin etwas spannen, sage ich jetzt einmal. Und das dient nachher als Lift in Orbit raus. Das ist die Idee von einem Weltraumlift. Und wir können hier auch Zeug rein tun, müssen wir tatsächlich auch irgendwann machen. Also da bräuchten wir zum Beispiel 50 intelligente Beschichtungen. Da sind wir noch ganz weit entfernt von dem. Und wenn es dann hier irgendwann 3 Sachen braucht, könnte man sogar sagen, hey, ich tue das direkt hier reinliefern lassen. Also ich tue es nicht von Hand hier reintragen zum Abschliessen, sondern das zählt alles automatisch direkt rein. So weit sind wir aber noch nicht. Ja, heute mal früher abgehauen. Man darf sich auch mal gönnen, selber so. Hey, Slippy, da hast du absolut recht. Darf auch mal sein. Cool. Mir geht's gut, alles klar. Ich glaube, ich mache nach dem Stream dann auch Feierabend tatsächlich. Heute tue ich nochmal streamen auf meinem Channel. Ja. Am 9. Uhr. Für die Zeit haben, die Lust haben, mit dem JC Faro zusammen spielen wir As Dusk Falls. Das ist noch so da mein Programm, das ich heute noch mache. Gut, Weltraumlift ja, haben wir jetzt gebaut, aber das hier sieht ein bisschen sehr speziell aus. Noch ein bisschen früher. Wieso heute? Troy, es ist doch nicht Samstag. Wieso heute? Ja, es ist ein bisschen Spezialprogramm. Weil das ist endlich der Streaming-Tag von JC Faro. Und wir haben gesagt, wir machen da so ein Scope-Dings da. Und darum schliesse ich mich seinem Tag an, wo er streamt. Ist das Problem aber nicht, dass das Material von dem Kabel muss ja... Ihr dürft nachher in Emotes antworten, sofern ich etwas frage. Aber ist das Problem nicht das Material vom Kabel? Ja. Es muss leicht, aber gleich stabil sein. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, das Hauptproblem. Darum, ich glaube, es ist noch kein Projekt am Laufen, wo man jetzt so ein Ding baut. Aber die Forschungen sind natürlich am Gehen, um herauszufinden, hey, wie kann man das zwischenein realisieren. Und ich meinte, also es gibt sogenannte Nanotubes. Wie heissen die Nanotubes? Das ist auf jeden Fall ein sehr leichtes Material, das sehr oder viel kann vertragen kann, sehr stabil ist. Und ich glaube, also das ist natürlich nicht einfach ein Nanotube, wo man ja fast nicht einmal von Augen sieht. Und das sind dann ein Sichtfall von denen, wo man quasi ein Konstrukt bauen würde, das gegen oben geht. Also, ich habe das auch noch mal YouTube, oder? Einfach YouTube-Videos geschaut. Also ich bin da nicht irgendwie, keine Ahnung, am Studieren in diesem Gebiet. Sehr schön. Oder das Laden-Emote ist auch noch... das ist vom Enki. Das habe ich auch schon mal Englisch gesehen, das finde ich auch nice. Ist das ein Grogu? Ist das ein Grogu mit einem Messer? Mit einem Schwert? Oha, die Emotes. So, schnell überlegen. Ein paar an Zielphase 1 abschließen. Ja, das ist natürlich geil. Also, zuerst muss ich es mal bauen können. Ich habe eher das Gefühl, der Strom wird uns doch jeden Moment am Tor. Also die Sicherungen, die fallen doch jetzt sicher gerade raus. Wow. Ui. Der Strom ist uns noch nicht einmal rausgehauen. Das kann ja gar nicht sein. Hier ist was faul. Aber ich glaube, ich muss zuerst mal ein bisschen Gräsli sammeln. Oder haben wir noch? Vielleicht haben wir sogar noch. Ich könnte noch schnell Blüten reinhauen, zum Überbrücken. Blüten. Jetzt gehen. 18 pro Minute ist, glaube ich, nicht schlecht. Nein, wobei, die sind aber auch schnell weg. Uff, okay, die sind auch schnell weg. In dem Fall haben wir ja doch noch recht Raum gegen rauf. Hey. Interesting.
Ja, aber ich brauche schon Biomasse, definitiv. Ich werde nur noch schnell gucken, was wir hier noch haben. Da haben wir es, intelligente Beschichtung, das müssen wir haben. Fabrikator ist das nächste, Rotoren können wir noch bauen. Okay. Dann würde ich sagen, das ist unser nächster Meilenstein. 200 Kabel, Schräubeli. Ja, das ist wieder... Da ist wieder Zeug. Das die von Hand bauen. Vieles. Was ist das Ziel von diesem Spiel? Das ist eigentlich wirklich eine gute Frage. Slippy. Den Planet verschmutzen. Nein, also... Natürlich, man kann immer mehr machen, man kann immer mehr produzieren, aber ja, die Frage ist, für was produziert man es überhaupt? Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, was storytechnisch die Idee ist. Aber ich glaube, wir sind auf den Planeten geschickt worden, um wirklich eigentlich Materialien, also Erz abbauen und Materialien erstellen und dann eben immer aufschicken. Das ist auch das, was wir jetzt machen bei diesen Level-Upgrades. Fliegt immer etwas ins Weltall raus und auch da der Weltraum lebt, da tun wir die groben Sachen rein und die werden dann in Orbit geschickt. Ich glaube, es ist wirklich, ich weiß nicht, was das Ziel ist. Nehmen wir den Planet voneinander. Mache eigentlich so eine grosse Base wie möglich. Das macht ja auch Spass. Also, ich sehe es auch eher so, dass das Ziel, für den Spieler ist es wirklich das Ziel, da so etwas Grosses wie möglich aufzubauen, wo echt sauber durchorganisiert ist, muss es natürlich dann auch irgendwie einig sein. Und das macht schon recht Spass. Es ist jetzt ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt ein bisschen chaotisch. Vor allem, weil wir hier immer Energieprobleme haben, es ist immer knapp. Aber wenn das einig weg ist, weil wir noch ein Kohlekraftwerk haben, zuerst mal, irgendwann gibt es dann auch Nuklearkraftwerk. Aber dann ist das Problem schon mal nicht mehr. Dann fährst du an, irgendwie die Höhe bauen. Also ich stelle mir jetzt da vor, dass die Base dann wirklich ein paar stöckig wird. Und dann hast du halt wirklich so x so Förderbänder, die sauber angeordnet und organisiert sind in dem Sinn. Einfach Menschen. Ja, aber das ist schon so. Schlussendlich, also, das wird ja nie irgendwie thematisiert, dass wir da den Planeten kaputt machen. Aber das wird einem endlich dann klar, wenn man beim Nuklearstrom ankommt und nuklearen Abfall hat. Dann wird einem so ein bisschen bewusst, okay, das ist vielleicht nicht das Beste für die Umwelt. Es wird einem wirklich auch schon bewusst, sobald man, das kann ich endlich schnell schauen, die hohe Motorsage hat. Wo ist die versteckt? Kann ich da das Ziel wieder rausnehmen? Aktiver Meilenstein, kann ich da nicht? Da. Da. Endlich müsste ich das schnell machen. Ein paar Schrauben herstellen. Komm, das machen wir jetzt schnell. Schrauben, Kabel und Beton braucht es. Dann haben wir die Motorsage und das ist dann genau da, der erste Schritt von der Zerstörung des Planeten. Du machst alles weg. Die blöden Pflanzen überall. Oder? Die sind immer im Weg nachher. Sind immer im Weg. Was will ich überhaupt machen? Beton ist da. Ich schon mal eine zweistöckige Halle gehabt. Dort den Überblick behalten ist gar nicht mehr so einfach. Es ist true, ich glaube, irgendwann denkst du eben viel weiter voraus. Also nicht wie da, wo du jetzt quasi ein Gebäude hinstellst und weisst, ja, wahrscheinlich brauche ich dann irgendwie einen Schmelzofen, einen Fabrikator und dann ein paar Lagerplätze. Nein, du hast auch ein ganzes Stockwerk, das du quasi einfach reservierst, mal, ich sage jetzt mal für den Strom. Oder vielleicht einfach zum Erz verarbeiten. Und dann hast du vielleicht ein Stockwerk, wo nur Fabrikatoren sind. Und es gibt noch etwas Gröberes als Fabrikator. Und das ist näher so organisiert. Und du hast auch dann so immer einen Teil, wo du weisst, da geht gegenüber das ganze Förderbandzeugs. Und wenn du das eigentlich so ein bisschen hast, das System pro Stockwerk, das sich eigentlich durch jedes Stockwerk durchzieht, dann funktioniert es nicht schlecht. Und dann ist eine Erweiterung relativ easy. Es ist immer
bei jedem Stockwerkausbau genau das gleiche System. Da sind die Förderbänder aufbauen, da kommen sie rein, nachher kommen die Geräte rein und so weiter. Also, ich finde es eben dann fast noch ein bisschen gemütlicher. Und währenddessen musst du dich nicht um den Strom kümmern, weil das Zeug läuft einfach. Es gibt aber auch dort Ausnahmen. Es gibt dort so einen Teufelskreisläufe, vor allem beim Kohlenstrom. Weil das Kohlekraftwerk braucht Wasser zum Kühlen. Und dort kann dann auch ein ganz lustiges Zeug passieren, weil Wasser musst du pumpen. Zum Pumpen brauchst du aber wiederum Strom. Und dann ist es so, hast du einen kurzen Ausfall, vielleicht ein Gerät zu viel angehängt oder ein Stromkabel falsch abgehängt. Dann hast du für einen Moment das Funktionieren für einen Moment die Pumpe nicht mehr. Dann schaltest du wieder ein. Dann kommt das Kohlekraftwerk wieder, aber der Wasserpegel ist nicht genug hoch. Und irgendwann ist quasi überhitzt das Kohlekraftwerk in dem Sinn und geht raus. Das heisst, du hast wieder keinen Strom. Ergo, du hast wieder für einen Moment den Wasserpegel, der runtergeht. Und das ist dann so ein ewiger Teufelskreislauf. Da bin ich mal echt wahnsinnig geworden, wo mir das passiert ist. In dem Fall bis am Abend. Ciao, ciao, Massi. In dem Fall bis dann. Würde mich natürlich freuen, wenn du vorbeikommst. Bye, bye. Schön, dass du reingeschaut hast. Da. Hey, die Radio streamst vermutlich mit einem Windows-PC. Ja, Massi, das tue ich, ja. Windows. Man kann tatsächlich auch... Ich kann es auch auf einem Mac machen. Also, Gamen auf dem Mac ist das andere. Es gibt schon viele Games. Aber was ich vor allem jetzt sage, OBS 28 ist schwer optimiert für Mac. Dort haben sie so viel gemacht. Also wenn ihr einen Mac habt und dort vielleicht OBS drauf laufen, dann ist jetzt mit OBS 28 so der Moment gekommen, wo man das machen kann und sogar M1 quasi das ganze M1 kompatibel ist. Und dann musst du zuerst mal noch was... Ja, das habe ich gar nicht erzählt. Ja, ich sage jetzt da, ja, hast du Kohle gefunden, oder? Easy peasy, und dann noch ein bisschen mit Wasser kühlen. Ja. Find das Wasser zuerst mal, weil wenn ich jetzt da so schaue, sehe ich kein Wasser. Ich könnte mal schnell einen Scan machen, wie geht das schon wieder? Also, nein, ich kann natürlich nicht nach Wasser scannen, aber ich kann neu nach... Nevermind, ich kann nicht neu scannen. Ich habe überlegt, einen Mac Mini M1 zum Streamen kaufen. Ich bin ein Mac-Fan, habe gehört, gelesen, M1 ist brutal schnell. Ich kann dir so viel sagen, dass OBS 28, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist, M1 kann nutzen. Aber ich habe es nie selber probiert. Ich habe mich auch nicht gross erkundigt, ob das wirklich der Way to go ist. Aber ich habe auch gehört, M1 ist sackstark. Und wenn OBS das so kann nutzen, die Leistung, die Performance, die es bringt, könnte ich mir eben schon noch vorstellen, dass es nice ist. Dass man das könnte machen und einen Mac als Streaming-PC zu brauchen, tatsächlich. Ja, können wir machen. Wie gesagt, ich würde es gerne einmal probieren. Oder wenn es du probierst, wäre ich sehr gespannt, wie das rauskommt. Es ist natürlich... Ich sage immer, wenn du einen PC hast, einen Windows-PC, und hast eine Nvidia-Grafikkarte und machst den Encoder dann auch über Nvidia, und kannst ja so eine relativ günstige Grafikkarte, ich weiss nicht, also so richtig günstig sind sie glaube ich noch nicht, bin mir nicht sicher. Aber du kannst eine günstigere Nvidia-Karte zum Beispiel nehmen und alles dort drüber encoden, dann brauchst du keine gute CPU, weil dort spielt es nicht so eine grosse Rolle. Sofern du es nur als Streaming-PC brauchst. Und beim M1 bin ich mir auch nicht sicher, ob der Prozessor alleine auf das Niveau raufkommt, wie es ein NVENC-Encoder schaffen. Das ist dann so ein bisschen die Frage. Über die CPU encoden ist immer echt tricky. Da brauchst du doch eine recht gute CPU. Und NVENC, eben Nvidia, ist halt wirklich so weit entwickelt langsam, dass es eben eigentlich immer die bessere Wahl ist, to be honest.
Mein iMac 2012 ist jetzt langsam alt und wird eben einen neuen Mac kaufen. Den iMac gibt es ja nicht mehr. Ja, true. Ja, es ist, ja, Kopfdeckel, das ist doch jetzt wieder 10-jährig, ja, das Ding. Also iMac 27 so, okay. Ja, true. Ich bin nie so, ich kenne mich auch nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen, bei Apple. Früher hatte ich ein iPhone, that's it. Das erste iPhone, das zweite und glaube noch das dritte. Und glaube noch das vierte hatte ich auch noch. Ich hatte ein paar Generationen iPhones, das war mein Apple-Erlebnis. Aber ich hatte nie irgendwie MacBooks oder Apple PCs oder iMacs oder wie auch immer. Stone Drips, grüezi, salü, geht's dir gut, Stone Drips? Schön, dass du reinschaust. Ich bin jetzt ein bisschen planlos. Was mache ich jetzt überhaupt? Muss mal schnell schauen. Ja, Gras sammeln. Hey, nein, endlich wollte ich da die Schräubchen und so machen. Völlig aus dem Konzept gegangen. Beton ist gut, Kabel und Schräubchen. Da brauche ich Stangen. Geht's dir gut, Stone Drips? Aber jetzt, tschüss, hat ich aus dem Konzept gerührt. Easy Masse, hey, man sieht sich. Bye, bye. Stangen. Stangen für Schräubchen, hä? Und Draht für Kabel. Dann machen wir zuerst mal Draht. Let's go. Nein! Nein! Der Strom! Ja, es ist natürlich nicht mehr drin. Nein, no. An diesem Projekt sind wir jetzt dran. He? Das ist das allerliebste Geräusch in diesem Spiel. Kann ich es jetzt schon wieder einhacken? Wieso geht das nicht? Jetzt. Ich kann sicher kurz schauen, auch wenn die Champions League läuft. Okay. Man muss immer Prioritäten setzen, Herr Massi. Wäre natürlich cool. Muss ich da schnell etwas schauen. Was ist denn da für ein Badge, das du hier hast, Stone Drips? Es ist immer interessant, was es da auf Twitch für Badges gibt. Oha. Interesting. OWL All Access Pass 2018. Ja, ich habe leider keine solchen Badges. Habe ich nicht. Oh, jetzt habe ich natürlich viel zu viel gebaut. Das ist auch gut. Schräubeli. Gut, 500 Schrauben, da können wir Motorsagen machen. Da kann ich schnell ein bisschen Blättchen sammeln und dann würde ich sagen, dann ist auch der heutige Stream auch gleich wieder durch. Was haben wir heute erreicht? Ja gut, wir haben noch ein paar Konstruktoren gebaut, wir haben abgesplittet. Durch tun wir mehr Platten und mehr Stangen herstellen. Wir haben das ganze Kupferdrahtzeugs jetzt auch in diesen Containern am gleichen Ort. Und das mit Förderbändern verbunden. Ja, also so ganz nichts haben wir nicht gemacht. Ja. Weltraumlift haben wir gebaut. Ich glaube, wir sind besser vorangekommen als im letzten Stream, muss ich ehrlich sagen. So, noch nicht so weit. Ja, die Schräubeli, da müsste ich halt dann auch, eben, das wäre das Projekt für den nächsten Stream, Schräubeli automatisieren. Techie. Ich bin hier Schräubeli am machen. Come on, 500 Schrauben! Yes! Gut, wir machen ein paar mehr. Ja? Wir machen noch ein paar mehr, vielleicht brauchen wir noch. Schräubeli kann man immer brauchen. Ja? Das ist immer wichtig. Also, gut. Ich muss da endlich auch das Zeug reinlegen. Let's go! Abschicken das Zeug. Dann sollten wir können
Milestone Wir reached. schauen noch schnell. Biofuel will ensure Wir schauen maximum schnell. Ich efficiency finde of das immer geil, wenn der farming davon fliegt. To aid in biofuel production, you are now capable of removing foliage that consists primarily of wood. Additionally, R&D inflated your pocket dimension. Und vor allem können wir die ich glaube, so hure Dinger machen, da, so fester Bio-Treibstoff. Ich glaube, das ist aber echt nice. Da brauchen wir dann zuerst Biomasse und für da brauchen wir Blätter und Holz. Und zum Blätter und Holz schnell besorgen, machen wir die Kettensäge. Ja, wir brauchen wieder Schrauben, oder? War ja klar. War ja klar. Welche Grösse Handschrauben haben Sie? Das ist nicht definiert. Das sind so aus der Zukunft zu Schrauben, die passen sich an, weißt du. Da musst du sie einfach so anheben und dann passt sich das an. Direkt ja, als Gegenstück. Slippy. Ich habe nicht Tacky gesagt, Slippy. Der hat ihn richtig lang, das stimmt da. Yes! Haben wir wieder ein Problem weniger, oder es hat ein bisschen länger, das ist immer gut. Was müssen wir machen? Schrauben. Den Rest haben wir. Universalschrauben, nicht schlechter Respekt. Stell dir das vor, wenn es so einfach wäre. Jede Schraube kannst du quasi schnell mit Bluetooth verbinden. Dann kannst du auf deinem Smartphone schnell einstellen, was für Eigenschaften. Und dann passt sich die Schraube an. Und dann kannst du sie reinschrauben. Dann nimmst du das nächste Schräubchen, musst du mit Bluetooth verbinden. Das wäre dann wiederum ein bisschen mühsam. Und dann stellst du aus Versehen plötzlich ein Schräubchen ein, das schon einmal reingeschraubt ist. Und dann fliegt dir alles am Tor. Das wäre wortwörtlich eine Bombe. So, ja, wir haben ja schon mehr als genug. Ich schaue da ewig zu. Kettensäge, let's go! Let's go! Also. Oh nein, da brauchen wir auch Treibstoff. Dreh durch. Shit, also gut. Okay. Da noch schnell den hier ausrüsten. Also, dann würde ich sagen, wir gehen ein bisschen Zeug sammeln. Hm? Wieso kommt die nichts? Weil wir keinen Strom haben. Ja, logisch. Oder haben wir wirklich nichts? Wir haben alles gebraucht. Shit. Wobei. Fuck, ich muss noch schnell schauen. Das kann eben sein. Uns ist ja der Strom ausgestiegen, aber das heisst, ja, wir haben da noch 42 drin. Ich nehme jetzt das schnell raus. Nein, das ist falsch. So. Schauen schnell, was wir aus dieser Biomasse machen können. Sehr gut, mal alles gut. Elektrosage mit 300 Meter Kabel. Ja, eben, Slippy, da ist alles kabellos. He? Ist alles kabellos. Aber es wäre schon noch geil. Da hätte ich noch einen Stromverbraucher mehr. Das ist in diesem Spiel und in der heutigen Zeit ist das ein kleines Problem mit Stromverbrauch. Da muss man immer ein bisschen darauf achten. So, jetzt hätten wir aber können. Let's go! So, Schritt Nummer 1, Zerstörung des Planeten. Wow. Jetzt haben wir doch hier irgendwann so einen blöden Baum gehabt, der da im Weg ist. Ja, das geht nicht, hä? Das geht nicht. Komm ich nicht hin, noch durch? Ja, das ist wieder mühsam. Come on, let's go.
See ya. Ah, das war falsch gewesen. Schon falsch, so. Gut. Ja, da hinten haben wir das ganze Spiel natürlich noch einmal. Ui, einmal das geht. Ich komme einfach nicht raus. Shit. Tja. Genau. So, sehr gut. Also. Ja, Material gibt es definitiv. Sehr gut. Das nehmen wir mit. Oh! Genau, so macht man das. Professionell. Auf dem Baum oben sein und unten dran absagen. He? Don't do this at home. He? Ja, it has begun. Fuck. Das ist so. Die Menschheit macht das, was sie am besten kann. Was knurrt mich da? Ich weiss gar nicht, wieso was du mich anknurrst. Ich bin da nur den Planeten am zerstören. Der Planet, auf dem du aufgewachsen bist. Ich verstehe nicht, wieso die so hässlich sind. Ohne Scheiß. Ah, das ist wahr, mein Gott, okay, true. Aber es gibt nicht mehr Loot, wenn wir jetzt gehen 5 Blätter. Es gibt wahrscheinlich nicht mehr Loot. Ja. Schon nur 6 Blätter. Aber ja, das macht natürlich Sinn. Flächen looten. Die beste Funktion, die es gibt. Let's go. Ja, jetzt füllen wir da mal das Inventory, oder? Slippy, merci für den Lurk Support. Da machen wir alles kaputt. Ja. Wow, du, jetzt bin ich verschrocken. Du Lümmel. Nee. Nicht mit mir, hä? Muss ich noch das Beere fressen wegen dir? Oder 2. Zack. Gas! Ah! Ja, da. Wie kann man die schon wieder kaputt machen, Teki? Sprengstoff, sind das die? Schon auf die Uhr schauen, okay. Ein bisschen Zeit haben wir. Was ist da verrückt? Ich habe es schon mal gesehen. Was ist das? Hochquarz. Da habe ich glaube, da habe ich noch nie gesehen. Da habe ich glaube wirklich noch nie gesehen. Hochquarz. Jetzt geht es aber ab. Giftdinge kannst du glaube nicht mal sprengen. Ja, schon. Also dann wir auch unseren nuklearen Abfall einfach dort in die Region hinrühren. Das ist nicht schlecht.
Machen wir ein bisschen von diesen Tabs und die Biomasse-Dinge, also die, wie heisst es überhaupt? Die kann ich nachher in einen Stromgenerator rein tun. Festen Biotreibstoff. Wahrscheinlich schon. Ja, müsste ja so sein. Nüsse. Ui, Was sehe ich da? Bäume? Jetzt weg. Aber ich weiss nicht, die grossen. Kann ich die überhaupt zerstören? Oh ja, oh ja. Braucht halt ein bisschen Zeit, bis der Atomstrom ist, ja. Aber es gibt noch viele Sachen bis dahin, die recht Spass machen in diesem Spiel. Also wie zum Beispiel, ich finde nur schon die huren Autos, die per GPS rumfahren, geil. Auch wenn das eigentlich recht unsinnig ist. Vor allem, wenn du so Zugsystem kannst bauen. Aber ich finde auch das System, wie es funktioniert, recht geil. Das geht mit Mycelium, okay. Wieso habe ich da keine Flächendamage da? Ja, okay. Wait a second, das ist aber irgendwie ein bisschen komisch. Ist das irgendwie... ist das buggy? Ich kann nicht sehen, dass ich da die Blättchen nicht auflesen kann. Okay, never mind, ich habe ein volles Inventar. Ist das aber schnell gegangen. Auch wegen diesen zusätzlichen Sachen, die jetzt hier halt gedroppt sind. Okay, dann ist mal gut soweit. Und der Klassiker so, ist das ein Bug? Ah nein, ich habe eigentlich keine Inventarplätze. Ui, da noch schnell aus der Entfernung den Weltraumlift anschauen. Also da, was wir vorhin hier gesehen haben, das ist nur so quasi das Zwischending. Nachher geht das auch auf in Orbit. Das ist recht geil. Wir haben sogar mal versucht, rundum etwas zu bauen, damit wir hier rauf können. Und zwar bis da rauf. Aber ich glaube, man kann auf diesen Sachen nicht stehen. Oder zumindest war es damals so gewesen. Das ist kein Objekt, das drauf stehen kann. Man geht einfach durch. Das ist die höchste Form von Planetenzerstören. Motorsägen mit vollem Inventory. Das ist true. So, wieso zerstörst du den Planeten? Keine Ahnung. Weil ich nichts Besseres zu tun habe. Ich habe einfach Lust. So, jetzt tun wir das mal schnell in Tabs umdingseln. Nein, zuerst muss ich natürlich Biomasse machen. Geht's auf? Ja, es geht auf. Sehr gut, sehr gut. Okay, nevermind, es geht nicht auf. Jetzt da schnell etwas ablegen. Was haben wir da? Oben der Grümpel. Und was ist da Grümpel? Bis jetzt mal das. Aha, kann ich Blüten, kann ich aber nicht verarbeiten. Das Essen tue ich da in meine Kisten rein. Das auch. Quarzsand. Da rein. Mycelium. Also, let's go. Das ist echt ein guter Trick. Ich weiss nicht, wer mir das gezeigt hat. Irgendjemand vom Chat hat mir das im ersten Stream gezeigt. Man kann Leertaste drücken, dann klicken und dann hängt sie. Ist nice, ist nice. Ja, da können wir einiges an fester Biotreibstoff machen. Ich
weiß aber gar nicht, wie gross das die Stacks sind. Sind das 100er Stacks? 200? 500? Wenn es 500er Stacks sind, haben wir definitiv zu wenig. Das Holz noch schnell verarbeiten. Ah, das gibt aber recht, okay, das gibt recht Material. Der Inventarplatz. Yo! Es geht auf, nice! Okay, das ist nicht schlecht, das gefällt mir. Jetzt muss ich auch noch, ich werde jetzt gleich noch schnell schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Nicht, dass wir da etwas machen, was nachher nicht funktioniert. Alles gut, alles gut. Let's go. Ja, da haben wir noch viel vor uns in diesem Satisfactory. Die Frage ist auch, wie lange spiele ich da noch weiter? Vielleicht müssen wir dann mal wieder etwas anderes haben. Ich kann auch wieder mal Jurassic World Evolution spielen. Dann müsste ich eigentlich auch noch die eine Mission fertig machen. Oder sonst einfach mal etwas Neues. Mal gucken. Und Chat übrigens auch. Ideen für Games, die ich hier zocken kann, sind immer willkommen. Satisfactory ist auch tatsächlich von jemandem von Chat gekommen, die Idee. Und ich dachte, ja, eigentlich wirklich noch cool. So einen Einblick schnell geben in das ganze Ding rein. Einen längeren Einblick. Ich würde schon noch gerne einmal mit diesen Autos rumfahren. Also das muss schon noch sein. Mit diesen Trucks. Das dauert jetzt noch ein Weile. Hm? Das sind 200er Stacks, was macht. Ja, die Autos sind super lustig. Rimworld. Müssen wir mal anschauen. Habe ich noch nie gezockt, Sneaky. Was ist das für ein Genre? Sagt mir jetzt wirklich. Also, ich habe es schon x-mal gehört, aber ich kann es jetzt wie nicht zuordnen. Ich kann es nicht vor dem inneren Auge, wie es schon wieder aussieht. Ist das von oben? Ja, sehr Aufbau. Aber ja, Airfighter, die Autos sind super geil. Es ist, also ich finde auch wirklich das System geil, dass du Waypoints setzen kannst. Du fährst einmal die Strecke ab, nimmst das auf und dann sagst du gut, Play, und dann macht er einfach die Runde ewig. Holt Material, bringt Material retour, geht wieder holen und so weiter. Das ist schon echt geil. Aber es war damals auch recht buggy gewesen. Weil wenn irgendwie... Also das erste ist mal, wenn es Kollision gibt zwischen zwei Fahrzeugen, kann es geben, dann bleibt es hängen. Oder noch schlimmer, sie verlieren nachher irgendwie wieder die Waypoints und fahren einfach geradeaus, es nirgendwo raus. Das habe ich x-mal erlebt. Wir hatten mehrere Fahrzeuge, die auf der Map ja dann noch angezeigt werden, oben im Radar. Aber wir haben die versucht zu holen und die Autos sind irgendwie aus der Map rausgefallen. Das ist so, ja, da denkst du, ja mein Gott, weißt du, easy, ich kann ja ein neues Auto bauen. Aber du hast nachher nicht die immer auf dem Radar. Und sie verwirren die immer. Du denkst immer, ist jetzt das ein Auto, das aus der Map rausgefallen ist, oder ist das wirklich eins, das noch unterwegs ist auf der Map? Und das kann verdammt mühsam sein. Aber ich glaube, dort haben sie irgendetwas gefixt. Ich glaube, die spawnen dann wieder irgendwann, damit sie wieder irgendwie zumindest auf der Map sind. Hey, das ist auch Hyperloops, das ist genau mein Ding. Hey. Ich liebe die Tubes, genau die Menschen, die Schläuche.
Du kannst rein und dann saugt es dich rein und dann kannst du dich noch einmal hinsaugen lassen. Du kannst überall auf der Map nachher so Ausgänge machen und so. Das ist recht nice. Und du bekommst auch einen rechten Speed über diesen Dingen. Aufbau Survival, aber mit random Events, die zerstören. Das klingt eigentlich schon noch nice. Oh, wait a second. Das ist glaube ich, noch nicht mal so verrückt alt. Also ja, alt. Ist das vor ein paar Monaten mal released worden? Ich glaube, ich habe das bei mehreren Streamern gesehen laufen. Ich glaube, das ist das. Das sieht schon noch interessant aus. Ja? Sci-fi colony sim-driven by an intelligent AI storyteller, inspired by Dwarf Fortress Firefly. Okay. Hast du mich überzeugt mit Firefly? Also, wait a second. Meinen die Firefly? Also, Firefly, die Serie. Und Dune. Also, wenn sie wirklich jetzt da mit Firefly die Serie meinen, dann, ja, gekauft. Ja, hat mich überzeugt. So, wie viel haben wir da? Das geht noch ewig. Es geht noch ewig. Schnell anschauen. 200er Stacks. Sehr gut. Wir haben 2 Stacks. Haben wir 2 Stacks? Ja, wir müssen schnell 1 Stack. Wir haben 4 Generatoren. 1, 2, 3, 4. Ja, sollte noch schnell ein bisschen warten. 2013, dann ist es gleich nicht da, was ich meine. Aber es klingt gut. Ich schaue mir das an, Sneaky. Schau mir das an. Rimworld. Ja, so ein bisschen Aufbau ist aber ich finde es aber schon noch gemütlich. Gerade zum Streamen ist Aufbau recht gut. Ja, wie jetzt kannst du auch mal mit Chat reden, während tatsächlich irgendetwas noch passiert im Spiel. Ja, Techie, das ist mal etwas. Gameplay und ich gleichzeitig am Schnurren. Wäre, glaube ich, schon noch witzig. Kannst, glaube ich, auch die Leute selber benennen. Oh, das ist natürlich immer gut. Immer cool bei Streamgames. Ja, das finde ich aber auch nice. Und ich muss auch mal ein bisschen schauen, was gibt es noch alles für Games. Also, Leute benennen, Sachen benennen ist mal das eine, aber es gibt auch immer mehr Games, die wirklich auch für Streamer gedacht sind. Das ist dann eher etwas auch für meinen Channel dann. Ich meine, Cult of the Lamb ist ja zum Beispiel so ein Spiel. Wobei dort ist die Extension ist irgendwie so ein bisschen, gar nicht so ausgereift. Da geht es bei der Hälfte und bei der anderen Hälfte geht es nicht. Das ist ein bisschen mühsam. Dann warte ich amigs lieber noch. Aber so ein bisschen mehr von diesen Games finde ich aber schon. Ich finde das geil. So, 3 Stacks. Der 4. ist am sich füllen. Ein bisschen haben wir, glaube ich, schon rein da. Und dann würde ich sagen, gehen wir schnell alle Generatoren auffüllen mit einem vollen Stack und dann müsst ihr den Stream schon langsam beenden. Dann haben wir für nächstes Mal aber sicher genug Strom. Das ist halt eher ein brutales Game, darfst nicht zu fest an deinen Kolonisten hängen. Da darfst du aber froh sein, wenn du den nächsten Tag erlebst. Schon. Okay, speziell. Wenn es mal cool, Troy, falls mal Zeit hast für einen Business Talk, hat ein paar Ideen, der Pipeline. Ja, easy, Techie, wir können gerne mal so einen Call machen, so einen Talk. Sehr gern. So, wir haben gleich unsere 4 Stacks voll. Die Stacks lange für 10 Minuten Strom, ja genau. Ich bin so froh, also ich freue mich echt darauf, wenn wir... Was ist das nächste? Ist das nächste Kohlekraftwerk wahrscheinlich? Ja, ich sage Kohlekraftwerk, ist
Ist auch ein Brainfuck, bis es mal läuft. Aber ich glaube, es ist wirklich immer noch viel besser, als der Hure sagt. Also, let's go. Einmal. Zweimal. Das reicht wahrscheinlich noch nicht. Ne? Ist gut. Let's go. Jetzt können wir zuschauen. 4 pro Minute. Ja, okay, es sind ein bisschen mehr als 10 Minuten. Sind ein bisschen mehr als 10 Minuten. Oh, wait, sagen was 2,6 sagen pro Minute? Also, wieso jetzt genau? Sind die effizienter als die freistehenden? Okay, habe ich auch nicht gewusst. Also zählen die zusammen? Nein, die zählen nicht zusammen. Hä? Schon, what the hell? Okay, whatever. Hauptsache es funktioniert. Aha, ja, I got it. Die im Hub produzieren je nur 20 Megawatt. Sie produzieren weniger Strom und wegen dem brauchen sie natürlich auch weniger pro Minute. Die machen 30 Megawatt. Also ich glaube, in dem Fall ist es das Gleiche, einfach als sie weniger Strom. Also natürlich sind es auch gerade 2. So. Gibt es noch etwas, wo wir schnell können? Wir können noch schnell schauen, ob sich da das Zeug füllt. Das ist das Letzte, was ich jetzt noch schnell mache. Wie sieht das aus? Okay, ist nicht so verdammt viel. Aber wait a second, das funktioniert ja schon, oder? Oh, das geht schon. Ja, alles gut. Alles gut. Limestone-Produktion wird... Ah, das ist der... Nein, die ist immer noch am Laufen. Das ist noch nicht gefallen. Okay, never mind, das ist immer noch am Laufen. Nein, ist alles gut. Alles gut. Ich bin zufrieden. Der Trag kommt. Wieder. Sehen wir, wo wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Okay, es ist 2018 rausgekommen und kennen Firefly nicht, aber so wie es tönt, ist schon die Serie angelehnt. Hey, das ist... Drama ist ja aber garantiert. Okay, nice. Also ich bin ein riesen Firefly-Fan, tatsächlich. Es ist eine sehr unbekannte Serie. Es ist auch gecancelt worden nach einer Staffel. Nicht weil es schlecht ist, sondern weil einfach... ja, sie haben es irgendwie in der falschen Reihenfolge ausgestrahlt und so. Und das ist natürlich nicht gut angekommen bei den Leuten. Und dann ist es gecancelt worden und dann haben sie aber noch einen Kinofilm gemacht. Ja, so sagt schon viel aus, oder? Eigentlich wäre es hure geil. Also ist es hure geil gewesen. Firefly so ein bisschen Sci-Fi und Western kombiniert. Das habe ich echt nice gefunden. Ja, geil. So, also, let's go. Spiel speichern. Wir können das hier überschreiben, speichern. Let's go. So. Nice. Sehr nice. Wir sind ein bisschen vorwärts gekommen. Ein bisschen. Ratings 137k positiv, 2k negativ. Sagt schon etwas aus. Ja, true. Ich schaue mir das wirklich genauer an. Könnte in diesem Fall etwas sein, was wir vielleicht nächstes Mal machen. Wir machen ganz sicher noch weiter beim Satisfactory. Ich muss auch mal schauen. Eben vielleicht so eine Abwechslung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Genau. Gut. Also, lieber Chat. Schnell überlegen. Was haben wir noch für Programm diese Woche? Ich habe mir es notiert. Da bei brack.ch auf dem Twitch-Channel wird am Freitag noch die Steffi streamen um 14 Uhr. Ich weiß nicht, was sie streamt, aber es gibt auf jeden Fall dann noch ein bisschen Gameplay mit ihr. Mich geht es ganz normal am nächsten Mittwoch wieder auf dem Channel. Wenn ihr mich vorher schon wieder gesehen habt. Heute Abend
Heute Abend, wo ist da mein Knöpfchen? Heute Abend hier auf diesem Channel, twitch.tv/treuhammarren, werde ich mit dem JC Faro unterwegs sein bei As Dusk Falls. Also ein Story-Game, wo man so ein bisschen Entscheidungen fällen kann. Und häufig tun wir dann auch ein bisschen Chat mitentscheiden. Also schaut doch in ca. 21 Uhr geht es dort los. Und am Samstag natürlich jeweils Standard-Stream bei mir um 19 Uhr. Genau. Lieber Chat, es hat Spass gemacht. Merci, dass ihr dabei seid. Merci fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, euch wieder zu sehen. Nächstes Mal hier auf diesem Channel, auf meinem Channel, wo auch immer. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.